Am Dossier vun dëse Mount und Valerie an Michi sech mat engem mannerlechen Thema beschäftigt, dem Dout. Fidori war zu diskutieren und Michi po Leiit bei an de Studio agelöden, a mir waren erstaunt zu gesinn, wieviel Gedanken sich die Jungs schon iwwer das Thema gemacht haben. Merona ist diesen Monat mit dem Thema Tod beschäftigt. Mit das Thema gewählt, weil man einen Artikel gelesen haben, an dem steht, dass zum Beispiel in Frankreich Bestattungsunternehmen neue Alternative proposieren, bei denen die Leute hier Angehörige, die da gestorben sind, mehr billig oder mehr einfach können bestatten. Zum Beispiel kann Familie den Verstorbenen selber präparieren, natürlich putzen und undoen zum Beispiel, und dann geht die Bestattung mehr billig für die Familie. Oder der schon davon hören oder was hält der davon? Also ich kenne ein Beispiel aus Deutschland, da gibt es einen Bestattungsbetrieb, vor allem für Moslems gedurcht, an Deutschland und Türken. Und da kann ein Member gehen, alle Monat eine bestimmte Summe bezahlen, zum Beispiel so 10 Euro. Und dann, wenn ein Todesfall kommt, dann muss die Familie nicht bezahlen und dann nehmen wir eine ganz kleine Summe, damit dann leicht transportiert wird und zum Beispiel an das Land zurück und alles organisiert wird. Ich fand ein bisschen krass, dass das Ganze so finanziell gezogen wird. Ich fand das so etwas Persönliches an. Ich fand irgendwie grotesk, wenn dabei eine Firma geht, für das finanziell dem zu erklären. Natürlich gibt es Familien, wo das Budget eben geringer ist und die wusste ich irgendwie müssen arrangieren. Aber eigentlich gibt das für mich nicht auf kommen, weil ich fand den Tod als so etwas Persönliches, dass ich da nicht so eine Firma dran involvieren. Lebt er unter ein Leben oder eine Existenz nach dem Tod, und wann? Wie stellt er erst vor? Könnt ihr von der Schmerzen zu sagen? Ich glaube schon, also darum, dass ich einen können auf Welt und vielleicht eine andere Form ist als der oder so. Und dafür ist mir am Anfang auch ziemlich wichtig, dass mein Körper aber irgendwie erhalten wird. Also zum Beispiel das Herz fand ich mega wichtig für mich, weil ich fand, dass du die Seele und Persönlichkeit von einem Menschen dran hast, dass das erhalten wird, dass wenn ich dann einfach vielleicht rumkomme, dass ich eben meine Persönlichkeit trotzdem kann behalten. Wie ist das bei der Marcel? Lebst du ein Leben im Tod? Ja, ich lebe im Leben im Tod. Das Allerwichtigste ist die Seele und die Körper ist nicht mehr so Behälter, denen der Erd soll zurückgehen, also num Tod. Ja. Okay, möchtest dann du einen Unterschied für dich, wenn der Körper verbrannt oder begräbt? Weil egal wie geht in der Erde, dem Moment zurückgehen. Ja, ich fand das besser, wenn ihn verbrannt, weil begräben, ich verstehe, also ich gesehen hat ziemlich, für mich ist das ziemlich ein heikles Thema, also ein bisschen eklig, wenn ihn eben vergräbt wird und dann der Körper sich zersägt. Also ich fand viel mehr hygienisch, wenn der Körper verbrannt wird und dann eben verstreut. Von der leider wissen wir, dass du nicht willst verbrannt gehen. Für was? Also ich will ganz genau nach der islamischen Tradition begraben gehen. Das heißt, ich will von meiner Familie 3-mal gewaschen gehen, ungeduld gehen und dann an ein weißes Tuch angewickelt gehen und begraben gehen. Und ohne Sachen, nicht oder 24 Stunden geschehen. Und ich will nicht verbrannt gehen, weil ich fand, wenn ich begraben geht, ist auch ein Teil von der Natur. Ein Teil vom Kreislauf und von der Stadt besser. Bei der bestimmt just die Glaube und denkt Decision. Ja, ich fand, dass das auch am Islam nicht so kommerzialisiert wird, weil Familie da viel mehr involviert ist und viel mehr den Körper wäscht und alles organisiert. Zu dem Thema waren dann der Florian und Laura aber den einzigen Bestatter, den es gibt, zu Asch und haben das ganz gefilmt. De Band an ech me sinn haut beim Herr Schumacher von der Firma Brandenburger a wollen erst sei Beruf herstellen. Wie sie dir zu diesem Beruf kommen? Also ich war für drin Funktionär de l'État, an meine Frau, die hat bei der Spürkis geschafft, an das am Anfang dem Schwerpap sei Betrieb gewirrscht, an für 15 Jahre, wo wir dezidiert für den Betrieb zusammen zu verholen. Der Schwerpap hat uns gefordert, und wir waren bereit für Eisplatz abzugehen und dann an den Privatsektor überzuklammen. Könnt ihr diesen Beruf kurz erklären, was den Unterschied ist zwischen einem Todesgräber und einem Bestatter? Todesgräber ist der gemeine Arbeiter, der entlacht möchte, für das Leute an den Boden kommt. Ein Bestatter, das ist derjenige, der dann in dem Moment Begriffnis organisiert. Hat dieser Beruf dann auch Auswirkungen auf das Privatleben oder schließt ihr immer schnell mit den einzelnen Fällen auf? Ja, wirklich, das ist über den Betrieb wohnen. Also privat an den Betrieb eng man verbunden. Ich meine, weil du eine Frau, die hier ein Alter oder ein Mann hier ein Alter gelebt hat, kann ich besser aufschließen, wie wenn du ganz jung stirbst. Ne? Valerie, ich meine, du willst den Organ spannend, wenn du stirbst, und meinst du, dass das dummer zu denen ist, dass du okay konkrete Glauben hast? Also offiziell bin ich ja Christ, ich bin aber nicht immens gläubig und ich praktiziere das auch nicht so wie Leute leider zum Beispiel. Und für mich ist das, also für mich ist den Tod nicht mit Religion zu tun.
Und ich gebe gerne meine Organe spannend, weil ich dann einfach als sinnvoll gesehen dann, weil mein dodische Körper den irgendwo verbuddelt, leid respektive verbrannt ist, der bringt kein Mensch mehr etwas. Du leider bist ja mehr gelebt. Was hältst du vom Valerie-Sänger aus? So? Also findest du das tolerabel oder was du da gehen? Ja, also ich will auch Organ spenden, aber für mich ist das nicht so, dass ich da meine, dass ein Teil von mir an eine andere Person weiterlebt. Das ist einfach nicht, dass ich will eine andere Person helfen und dass jeder kann hier lieber besser oder weiterfeiern und gesund geht. Aber nicht, dass ich da meine, dass ein Teil von mir weiterlebt. Laura, aber der, du sagst, dass du just verschiedene Organe nicht willst hergehen, würde ich könnte das? Also du bist ja nicht gläubig, meine ich, würde ich könnte die Konzeption bei dir? Also ich bin eben gar nicht gläubig. Ich glaube aber trotzdem an eben Leben und Tod. Und ich glaube, dass ein Mensch eine Seele hat, die eben seine Person ausmacht. Aber für mich ist es eben also ideal, als der am Herz so dran ist. Das tut gar nicht mit rationalem Denken zu tun. Das ist auch für mich so eine Idee, die ich schon, weil ich die schön fand. Und dafür, also ich will all meine anderen Organe gerne spenden, weil ich eben noch gerne Leute helfen. Und ich fand das am Anfang ein bisschen egoistisch, von die Mord an den Tod halt so. Mit Herz ist am Anfang wirklich so, schon wenn ich mein Herz einem anderen gebe, da kriegt er meine Persönlichkeit, also irgendwie Mord an seinen Körper ran und die will ich halten, trotzdem so. Am letzten Reportage schon mal gesehen, dass der Bestatter sich um gleich kümmert. Was dem Totengräber sein Job ist, gesehen mal am Greta seinem Reportage. Das zu Niederkur im Kirfisch, wo Greta Rendezvous hat mit Roberto und Angelo. Der Roberto möchte diesen Job recht pur meint und den Angelo ist schon 7 Jahre dabei. Dass die Arbeit ein bisschen anders ist, wie ihn sich das vielleicht vorstellt, als Greta im Interview gewohnt gehen. Was ist heute konkret Arbeit? Ja, mein konkret Arbeit ist heute, den Kirfisch proper zu halten, so gut wie es geht, gell? Den Leuten hier solchen an die Reihe zu kriegen, wo sie mit ihren Gräber, dass Mama da sie bereit für da, wo er von der verdient. Ja, ich bin Angelo und mein Job ist, Gräber auszugraben für die Toten. Ob die Arbeit nicht ein bisschen makaber ist, wollte Greta vom Angelo wissen. Ja, nur einer Zeit finden sich drum, das Beruf für alle anderen. Ich meine, wenn wir nicht dran denken, dann ist es doch nicht so schlimm. Geht den eben mit der Zeit gewinnt. Die Idee von dieser Gemeng ist eine von den just pur Gemengen, die einen ganz neuen Bagger hat. Der Bagger ist schon ziemlich extra, wenn er sich vorstellt, dass der praktisch all Graf vom Kirfisch kann erreichen und ausgraben. An dem sind zwischen den kleinen Wehe vom Kirfisch fährt. Natürlich ist die mechanische Hilfe auch willkommen. Aber bis 4 Monate müssen wir alles mit der Hand schippen. Und wo wir den Bagger haben, ist es körperlich Männer anstrengend wie 4 drin. Weil wir selber Männer mitmachen und auch schnell fertig sind. Wie lebt halt konkret auf, wenn der Graf ausgehoben wird? Ja, da könnte Marbre, den deckt dann die Graf ab. Und wir rieten einen Kirsch ab, wo wir den Boden dran geheilen. Wo wir dann aufhängen und dann bis auf, ob die Leute, die schon am Graf leiden, muss man da freischippen. Lebt der noch durch die Leute an den Graf? Ja, bis vor einem Jahr haben wir noch geholfen, die Leute mit an den Graf lehen. Aber lomisch der Bestatter das alles allein. Das heißt, wir brauchen da nicht mehr zu helfen. Der schafft sich schon 7 Jahre lang heu. Möchten sich damit Gedanken um sein eigenen Tod und Begräbnis? Nein, am Anfang nicht. Ich denke nicht darüber. Wenn ich mich daran denke, dann darf ich auch nicht heu, ob der Platz schaffen. Nee, da manchmal am Anfang keine Gedanken. Ich denke, just, wenn ich gesehen von der Begräbnis ist, wie die Leute sehr vergessen haben. Da denke ich, was ich mich freuen, dass wie viele Leute bei mir auf Begräbnis kommen. Wir sehen heute Gräber, die ganz schön gepflegt sind, mit anderen sind am Zerfallen. Möchte erst etwas aus? Oh ja, das möchte man viel aus, weil ich laufe ja bald quasi all Tag rundherum die Gräber an das Schwert. Das ist leider in unserer Gesellschaft. Die einen Gräber, die haben keine Familie mehr. Andere Gräber, wo die Leute vielleicht keine Zeit haben oder desinteressiert sind. Ich fand das schön, weil das mit viel Geld verbunden, die Gräber. Da seid ihr alle noch jung und habt trotzdem schon konkret Ideen, was da wollt, dass mit ihrem Körper geschieht um dort. Mit der ich am Alltag viel Gedanken darüber. Oder meint ihr, dass das in der Jugend so ist oder ist das nicht? Ich habe schon mit Freunden darüber geschwärzt, einfach weil das aber
ein Thema ist, war der Begleit auch von überhaupt von bei einem der Fall ist, dass in der Familie gestorben ist, da könnte halt immer ob und ich fand das aber schon wichtig, weil sie viele Leute die so und sich ja schön noch mega Zeit und da bin ich mal aus dem Dach da und da sind die direkt bleiben, sind die am Anfang geheilt, was sie sollen machen, weil sie dann von denen ich konkretes gesucht wird, dann wissen sie natürlich, was sie sollen machen, also ja, dafür fand ich schon, dass da aber ein Thema ist, was trotzdem am Alltag da ist. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir noch nicht so viel Gedanken über mich selber gemacht habe. Ich schon, wenn eine Familienmember gestorben ist oder so, nicht mehr so Zeremonie mal angeguckt, so vom Begräbnis oder von was auch immer und dann eben mal dazu meine Meinung gebildet. Mir was schon ehrlich gesagt noch nie so selber über mich nur gedacht. Ich schon ganz viel, was die will, dass mit anderen Leuten geschieht, so mir persönlich. Schon sowieso, dass das eine Decision ist, die zwar selber schon kann treffen, aber da muss ich eben noch Rücksicht holen, ob Familienmember und ob die Leute bei einem nur stehen, weil sie ja letztendlich die das wirklich modellieren, was mit meinem Körper geschieht. Ich gesehen das nicht, ich kriege das nicht mit. Aber meine Kinder oder meine Schwester, meine Eltern, die gesehen das dem nur, weil dafür ist es für sie mehr wichtig, vielleicht, was geschieht. Und konkret, wenn ich euch gefragt habe, hat Angst vor dem Tod, was gibt ihr darauf antworten? Also ich habe keine Angst vor dem Tod, weil für mich als Leben der Welt immer begrenzt und dann meine Seele geht da weiter an den Himmel und du hast Leben unbegrenzt. Und dafür denke ich mir, dass ich dafür keine Angst habe, zu sterben, weil könnte etwas Besseres auf mich tun. Und auch ob ich mir Gedanken über den Tod gemacht habe, am Anfang nicht, schon mit meiner Mama so geschwätzt, okay, wie geschieht, was möchte ich, wenn ich stirbt. Aber das ist einfach so, dass weil am Islam gibt schon seit Tausenden von Jahren Leute immer selber begraben. Dafür ist da nichts Neues, dass ich mir muss Gedanken machen, okay, will ich verbrannt gehen oder nicht, weil ich weiß, es lebt so und so auf. Meinst du, dass das ein bisschen eine Illusion ist, die du dir selber musst, dass du siehst, schon keine Angst vor dem Tod? Es hilft ja aber. Und es hilft dir Angst, wenn du durch eine lebst an überzeugt bist, also das war gut. Also Angst vor dem Tod tue ich nicht. Und es sind echt viel, weil ich was du nur kannst. Also. Ich fand zum Beispiel auch, dass den Tod recht im Leben Sinn gibt. Wenn du weißt, es geht immer weiter, dann werden wir nicht limitiert. Und da gehen wir noch nicht so davon profitieren. Und ich sehe den Tod natürlich als etwas, wo ihn Angst dafür drin hat, weil ihn einfach so schnell drin vorstellen kann. Nee, ich fand aber, dass es wichtig ist, dass zu akzeptieren, dass du ein Tod hast. Und der Fakt, dass ein Tod da ist, dass der Schluss geht, fand ich also aber irgendwie auch beruhigend. Ich habe schon echt Angst für, was mit anderen Leuten rundherum geschieht, die ich gerne, nur weil das keine schon mit, wenn ich selber sterbe, meine ich mal, dass ich das nicht so aktiv mitkriege, aber was rundherum geschieht, das kriege ich immer dafür, Mensch, dass ich da dafür eine Angst möchte. Angst vor dem Tod ist auch ein Thema, was ganz präsent ist am nächsten Beitrag. Der Florian war bei den Leuten von Omega 90. Könnt ihr mir erklären, was Omega 90 ist? Omega 90, das ist, wie das Wort schon seht, Omega. Omega, das ist der letzte Buchstaben am griechischen Alphabet. Also Verein, den hat sich zum Ziel gesagt, all das anzugucken, was am Schluss vom Leben ist. Das heißt, bei uns kommen Leute, die krank sind, die eng lebensbedrohlich Krankheit tun, oder auch Familien, die begleiten, den krank ist. An die Mischler, die bei uns kommen, das sind Leute, die sind an Trauer. Also die haben einen Mensch verloren. Pap, Bruder, Schwester. Und sind Jungleute, die kommen, Kanner, aber auch Jugendliche und Erwachsene. Wie seid ihr abends mit den Leuten aus? Wir schauen, wie es ihnen geht und definieren mit ihnen zusammen, was jetzt das Wichtigste ist oder was das Ziel ist und versuchen sie zu begleiten oder zu unterstützen. Und manchmal gibt es spezielle Fälle, wo der Trauerprozess viel länger andauert, als das normalerweise der Fall ist. Und dann gibt es manchmal Hintergründe, die dazu geführt haben, warum das so ist. Und dann kann man da richtig therapeutisch in Gesprächen mit speziellen therapeutischen Techniken diese Leute begleiten und behandeln. Ist Trauer noch ein Tabuthema an der Gesellschaft? Es ist tatsächlich immer noch ein Tabuthema und viele haben davor Angst und manche haben sogar schon alleine Angst, über das Wort Tod in den Mund zu nehmen oder über Sterben oder Verlust zu reden. Erstens, wenn man gerade selber jemanden verloren hat, ist man oft in einer emotionalen Sonderstimmungslage, was viele nicht immer verstehen. Die Umwelt ist nicht gewöhnt, wenn jemand plötzlich mit emotionalen Schwankungen reagiert. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in der Trauer die Gefühle rauf und runter gehen und Achterbahn fahren. Und das ist für manche schwer zu begreifen. Und viele scheuen sich davor. Und viele denken auch, da muss jeder durch und das muss man doch alles alleine schaffen.
Und darüber geredet wird immer noch nicht so viel. Trauer birgt so ein bisschen auch eine Gefahr, wo viele Menschen Angst vorhaben, die Gefahr, Fassung zu verlieren oder auch überwältigt zu sein. Und Gefühle und Dinge, die uns überwältigen, darüber haben wir keine Kontrolle mehr. Und das macht in gewisser Weise Angst. Meint dir, dass Arbeit bei Omega 90 Ausstellung zum Thema Tod verändert wird? Ich meine, wenn den permanent mit dem Thema konfrontiert wird, natürlich möchte er, bis man da ist. Zum Beispiel also in den Leute, die bei uns kommen, die traurig sind, also immens no an ihre Gefühle. An die Leute spüren sich ganz gut abgehoben bei uns, sind immens dankbar, wenn sie kommen können. Und natürlich verändert das auch als Haltung mit der Zeit. Also ich kann nicht mehr von mir schwätzen, ne? Schon vielleicht ein bisschen meine Angst, ne? Weil das trotzdem immer ein Thema wird als Angst möchte, was das unsicher möchte. Aber manchmal ist das just ganz kleine Bohr, den ich muss nicht mehr übersprangen, für da hinzugucken. Ne? Und wenn er sich damit befasst, dann merkt er, dass es einfach ein Teil von unserem Leben ist. Ne? Das kann ich nicht ausblenden. Ne? Also auch an der Bekleidung, das ist nicht nur ein Geben, das ist ein Geben und Nehmen. So mengen Avit dem Leider, dem Marcel, dem Laura, dem Valerie Merci, dass sie heil waren, aber mehr über den Tod geschwart haben.